Buenos días, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Keine Angst, ich werde nicht auf Spanisch predigen. Vielleicht kommt es euch ein bisschen Spanisch vor, aber ich werde so predigen, dass man mich versteht. So gut sind wir als Allianzgemeinde einmal im Jahr zusammen, um Gott zu loben und zu preisen. Gott hat durch die Gemeinde von der Evangelischen Allianz in den letzten 30 Jahren vieles bewegt und viel ist gewachsen an Verbundenheit. Ich bin schon ein paar Jahre dabei und habe so einiges miterleben. Aber ihr habt es gehört in der Einleitung, dass gerade so in einer Zwischenzeit, dass wir da gerade so ein bisschen drin stecken, nicht zuletzt auch wegen dem Generationenwechsel, der in einzelnen Gemeinden stattgefunden hat. Und der Ort der Zwischenphase ist in der Bibel oft die Wüste. Nach 430 Jahren Exil in Ägypten hat Gott Israel sie herausgeführt in die Wüste, eben in so eine Zwischenphase. Und erst nach 40 Jahren hat Gott sie wieder herausgeführt über den Jordan in das verheißene Land. In diesen 40 Jahren hat das Volk immer wieder reklamiert, hat sich aufgelehnt, hat immer wieder Sachen geäussert, dass sie mit dem nicht zufrieden sind, und immer haben sie irgendwie noch festgeklebt an dieser Identität als Sklaven, wo sie in Ägypten waren. Und nach dieser Wüstenerfahrung ruft Gott sie auf, den Israeliten und den Josua, in das neue Land zu gehen, wo Milch und Honig fließt. Sie haben es fast geschafft nach 40 Jahren Wüstenzeit. Aber da liegt jetzt der Jordan vor ihnen. Und so steht es im Kapitel 3 vom Josua. Ein grosser Fluss, eine riesige Herausforderung für sie. Durch Schmelzwasser ist der Jordan nicht nur so ein ruhiges Geplätscher gewesen, wie wir es vielleicht kennen von einer Israelsreise, sondern der Fluss hat richtig Stromgeschwindigkeit gehabt. Stellt euch vor, die Aufregung und das Chaos in dem Zeltdorf, wo die Aufseher dem Volk erzählen. Und das Durcheinander, das sich verursacht hat zwischen ihnen und sich Sorgen gemacht haben, wie sollen wir jetzt mit Kind und Kegel über den Jordan kommen? Und Gott gibt ihnen genaue Anweisungen. Die Leute müssen 2000 Ellen, also einen knappen Kilometer, hinter dieser Bundeslade und hinter diesen Priestern, die sie getragen haben und marschiert sind, hinterherlaufen. Und sie haben nicht dürfen zu nahe sein. Sonst, sagt Gott, würden sie den Weg nicht erkennen. Meine Lieben, in dieser Geschichte steckt so viel geistliche Wahrheit drin, so viel Prophetie, so viel Versinnbildlichung für unsere persönliche Reise durchs Leben, für unsere persönliche Reise ins neue Land. Und dem wollen wir ein bisschen auf die Spur gehen. Wir wollen aus dieser Geschichte lernen und auch lernen, wenn wir von unserem eigenen Jordan stehen, wie wir uns verhalten können. Das sind zuerst mal die Priester. Der Hohepriester, der war der Einzige, der ins Allerheiligste hineintreten durfte. In die Gegenwart Gottes sozusagen und für das Volk Buße tun. Nur die Priester durften die Bundeslade tragen und eben 1 Kilometer hinterher, hinter der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes, die die Bundeslade dargestellt hat. Als ich das so gelesen habe, habe ich für mich gedacht, ja, wer ist es heute? Wer steht heute für die Priester da? Wer darf heute die Bundeslade tragen? Und die Antwort ist einfach und klar. Wir brauchen keine Bundeslade mehr. Wir brauchen keinen Vermittler. Warum? Weil Gott in mir und in dir Wohnung genommen hat, in der Form vom Heiligen Geist, der wirkt durch das Werk von Jesus, durch sein Krafttreten von dem neuen Bund, durch das Kreuz und die Verstehung. In der Offenbarung
heißt, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Sie werden Priester Gottes sein. Heute dürfen wir, du und ich, das selber übernehmen. Wir, du und ich, sind in dem Sinn Priester. Wir haben einen direkten Zugang zur Gegenwart Gottes. Was für ein Geschenk. Und dann ist Bundeslade. Bundeslade, das ist so der heiligste Kultgegenstand der Israeliten. Gebaut nach der Anweisung am Mose am Berg Sinai. Bundeslade hat man im Allerheiligsten in der Stiftshütte aufgestellt. Und es ist sozusagen das Zentrum vom damaligen Gottesdienst und das Heiligste. Und die Stiftshütte war transportabel, so wie die Bundeslade, hat man die mitgenommen während der Wüstenwanderung. Und zwar so, dass es an der Spitze vorausgegangen ist vor dem Volk. Mit anderen Worten, Bundeslade symbolisiert die Gegenwart Gottes als so ein sichtbares Zeichen. Es war das Zeichen, dass Gott vorausgeht, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, dass Gott vorausgeht, wenn ich den Jordan muss überqueren muss. Und darum haben sie auch Gnadenthron genannt. Da, wo die Bundeslade war, da war für sie Segen. Haben wir nicht auch Sehnsucht nach so einem sichtbaren Zeichen von der Gegenwart Gottes? Heute haben wir zwar keine Bundeslade mehr, aber wer tritt an diese Stelle, damit wir sicher den Weg gehen können, wenn wir einen Jordan überqueren müssen? Wer trägt uns? Wer sagt uns, was jetzt dran ist? Wie viel wir sollen tun oder eben nicht tun, wenn wir vor dem Jordan stehen? Im Jeremia 31,33 heißt es, der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Er soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wir haben es gehört. Er hat uns Gesetz durch den Heiligen Geist ins Herz geschrieben. Und wir dürfen jederzeit an den Thron treten. Wir dürfen durch ihn und durch das Werk Jesu im Berühren, im Nächsein, die Gegenwart Gottes spüren. Der Heilige Geist ist unser ständiger Draht. Der Heilige Geist spricht zu unserem Gewissen und in unser Herz. Da wohnt er, wenn wir Jesus persönlich kennengelernt haben. Und so wie die Bundeslade tragen wir den Heiligen Geist in seine Gegenwart in uns. Als Heilige, als Könige, als Priester. Durch Jesus ist der Vorhang gerissen worden. Durch Jesus, unsere Bundeslade sozusagen, dürfen wir uns immer wieder von neuem Gottes Gegenwart erfahren. Da, wo Jesus, da, wo die Bundeslade, der Gnadenthron ist, da ist Segen, und zwar überfließender Segen. Aber dann war da eben der Keibe Jordan. Wie sollen wir jetzt den überqueren, haben sie sich gefragt. Wie sollen wir das nur schaffen? Sie haben sicher viel gelernt in der Wüstenzeit. Das ist so eine Vorbereitungszeit. Sie müssen lernen, auch so die Sklavenmentalität, die sie vorher hatten, abzulegen. Das ist wie wenn heute ein Mensch lange Zeit hinter Gitter im Gefängnis muss verbringen und nach ein paar Jahren wieder in die Freiheit kommt und sich muss zurechtfinden, Wohnung finden, Arbeit finden. Beziehungen sind kaputt gegangen. Und jetzt ist die Stunde von der Wahrheit, sie stehen vor dem Jordan. Und der Jordan würde ihnen zeigen, was sie gelernt haben in der Wüstenzeit. Und sie haben den Zuspruch von Gott gehabt, dass sie siegen werden, dass sie das Land in Besitz nehmen werden. Und es braucht einen grossen Glauben, wo der Josua verkündet: Heiligt euch. Morgen wird der Herr ein Wunder unter euch tun. Und er beschreibt, wie das Wunder ablaufen würde. Was meinst du? Wie wäre es gekommen, wenn der Josua
nicht aus seiner Komfortzone gekommen wäre und dem nicht Glauben geschenkt hätte, diesen Wort nicht Glauben geschenkt hätte. Er fordert sie auf, heiligt euch. Heute brauchen wir das auch. Vor Gott anzutreten und zu sagen, Jesus, leite du mich durch den Jordan. Hingabe an den ewigen Gott, in enger Beziehung mit ihm zu leben. Ich bin mir sicher, dass Gott Wunder geschehen lässt, auch in deinem Leben, wenn du wieder von Neuem im Glauben schenkst und Schritt mit ihm machst, Schritt vom Glauben. Und ich frage dich heute Morgen, was ist dein persönlicher Jordan? Wo stehst du an? Wo hast du eine Herausforderung, wo du nicht weißt, wie du drüber kommen sollst? Ich besuche seit über 20 Jahren als Gefängnisseelsorger Menschen in Haft. Und Menschen stellen mir immer wieder die Frage, wie soll ich nur den Jordan überqueren? Was wird mit meinem Leben? So viel ist kaputt gegangen. Und ich versuche ihnen, auf die Sorgen und die Fragen ernst zu nehmen und auf das einzugehen. Aber ich erzähle ihnen auch von dem Erlöser, von Jesus, der ihnen innere Freiheit schenken kann, der ihnen Vergebung schenken kann, auch nach dem grössten Scheitern. Der Jordan hat die Israeliten geradewegs in die Hand vom Find geführt. Und dank diesen Wüstenjahren sind sie bereit gewesen und haben sie gewusst, dass ihre Feinde sie nicht besiegen können. Weißt du, wie sie es geschafft haben, über den Jordan zu kommen? Indem sie immer den Blick auf die Bundeslade gerichtet haben. Ohne Bundeslade, ohne Gegenwart Gottes in der Person von Jesus geht es auch bei uns nicht. Wenn du die Augen weg von Jesus nimmst, dann kommt es nicht gut. Nimm mit, was du gelernt hast in deiner persönlichen Wüste. Nimm mit, was du gelernt hast über dich und über Gott und halt daran fest. Ohne die Entscheidung immer wieder festzuhalten, immer wieder zu proklamieren, was du am Neuem geschenkt bekommen hast, der Bund mit Jesus, ohne den wird es nicht gehen. Lass Alte in der Wüste. Du hast den Zuspruch erhalten, dass das neue Land dir gehört. Du musst es nicht gewinnen, du hast es geschenkt bekommen, aber du darfst es annehmen und dann darfst du es auch verteidigen. Schau auf Jesus. Que el Señor os bendiga. Amén. Die Israeliten haben den Jordan überquert mit Blick auf die Bundeslade. Und dann hat Gott zum Josua gesagt, wählt 12 Männer aus dem Volk und die sollen 12 Steine aus dem Flussbett holen. Diese Steine tragen ihr dann an den Platz, wo ihr heute Nacht lagern werdet. Und dort baut ihr ein Erinnerungszeichen. Wieso gibt Gott am Josua diesen Auftrag? Das ist doch ein unpassender Moment, nicht? Ihre Mission ist gar noch nicht beendet. Sie sind jetzt zwar im verheißenen Land angekommen,
Aber das ist noch voll finden. Die müssen doch zuerst besiegt werden. Sie müssen das Land noch einnehmen. Sie wollen doch später Häuser bauen, Felder anbauen. Und trotzdem sollen sie schon jetzt ein Erinnerungszeichen bauen. Also, ich habe mir überlegt, wenn ich damals dabei gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, zum Josua und hätte gesagt, hey Josua, das ist eine gute Idee mit dem Erinnerungszeichen, aber warte noch schnell. Jetzt müssen wir noch zuerst ein bisschen schauen, dass wir da richtig ankommen. Ich glaube, es ist ein Stück weit normal, dass wir möchten schon das Resultat sehen, wir möchten schon an einem gewissen Punkt angekommen sein, bevor wir eine Pause machen oder ein Erinnerungszeichen setzen, bevor wir Gott Danke sagen. Die Israeliten sind also zu dem Zeitpunkt so in einer Art Übergangszeit gewesen. Sie sind nicht mehr in Ägypten gewesen, in der Gefangenschaft, in der Wüste, wir haben es gehört vom Alfredo, aber gleichzeitig sind sie noch nicht zwar angekommen im verheißenen Land, aber sie haben die Feinde noch nicht besiegt. Und mich dünkt, uns geht es oft ein bisschen ähnlich. Wir sind nicht mehr ohne Jesus unterwegs. Wir dürfen als seine Kinder leben. Aber gleichzeitig sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, alles Leiden hat ein Ende. Noch nicht an dem Punkt, wo allen Menschen auf dieser Erde offenbar worden ist, dass Jesus wirklich der höchste von allen Königen ist. Wir sind noch nicht im Himmel. Unser Leben ist ein Zwischenhalt oder eine Durchreise. Und je nach Lebenssituation fühlt sich das manchmal zäh an, schwierig, leidvoll. Manchmal ist es auch ein Kampf. Und für diesen Kampf, für das Durchheben, brauchen wir Hilfe. Mindestens ich für mich merke, ich brauche immer wieder Hilfe. Und eine grosse Hilfe auf dieser Reise, bei dem Durchheben, können so Erinnerungszeichen sein. Gott hat gewusst, dass es die Israeliten nötig haben werden, dass sie sich an den Tag, wo sie den Jordan durchquert haben, werden zurückerinnern. Es heisst im Josua 4, Vers 6 und 7. Wenn eure Kinder später mal fragen, was soll das mit diesen Steinhäufen? Was hat das zu bedeuten? Dann erzählt euren Kindern, was passiert ist. Erzählt von dem Moment, wo die Priester vorausgegangen sind, mit der Bundeslade auf den Schultern, wie sie in den Jordan rein sind, wie das Wasser aufgehört hat zu fliessen. Auf der einen Seite hat es sich aufgestaut, auf der anderen ist es abgeflossen. Und wie alle können mit trockenen Füßen den Fluss durchqueren. Kinder, Frauen, Männer, Junge, Alte. Drum, mein Sohn, drum, meine Tochter, liegen da Steine aufbiegen als Erinnerungszeichen. Ich bin überzeugt, Erinnerungszeichen helfen uns, dass wir nicht vergessen, wie viel Gott in unserem Leben schon gewirkt hat. Und nicht nur in unserem Leben, sondern auch in unseren Gemeinden, in unseren Werken. Nicht nur in unserem kleinen, kurzen Leben, sondern vielleicht auch, wie viel das er schon gewirkt hat durch die Jahrhunderte durch, in der Kirchengeschichte, bis heute. Tatsache ist, ich bin leider ein Mensch, der recht viel vergisst. Könnt ihr mich mal fragen. Aber etwas vergesse ich nicht. Gott möchte, dass ich das nicht vergesse, und ich habe es bis heute auch nicht vergessen, wenn er mir begegnet ist, als ich 18 war. Machtvoll und lebensverändernd. Mitten in einer Lebenskrise, mit gesundheitlichen und durch das auch psychischen Problemen. Und er hat mich Stück für Stück geheilt. Geheilt von meinem falsch anerzogenen Selbstbild. Und er hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Wenn ich mich erinnere an das, was er gewirkt hat, dann bedeutet das, dass ich Jesus und sein Wirken gross mache und dass mein Vertrauen in ihn wächst. Gott möchte, dass auch du dich erinnerst. Auch, ich weiss nicht, wie eure Lebenssituation, wie deine Lebenssituation ist. Vielleicht stehst du im Dunkeln. Vielleicht spürst du das Zwischenland recht fest. Vielleicht bist du aber auch gerade in das neue verheißene Land hineingestartet und findest, so, jetzt packe ich es. Er möchte, dass wir uns erinnern. Als Individuen, aber auch als Gemeinde. So wie es im Psalm 103, Vers 2 steht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Josua, seine Männer haben also angefangen, die Steinhäufen aufeinander zu biegen, als Erinnerungszeichen. Wir machen das heutzutage ein bisschen anders. Ich stelle mir es ein bisschen problematisch vor, wenn wir da in ganz Winter so Steinhäufen hätten rumstehen. Darum zeigen sich uns Erinnerungszeichen ein bisschen anders. Das können Fotos sein oder eine Zeichnung, ein Kunstwerk, ein Tagebuch. Ein Ehering kann auch ein Erinnerungszeichen sein. Ein gepflanzter Baum, ein Lied. Ich glaube, ihr habt genug eigene Beispiele. Oder wenn wir auf einer grösseren Ebene denken, ein Werk, das entstanden ist, eine Gebetsbewegung, eine Band, ein Hauskreis, eine ganze Gemeinde oder ein neuer Arbeitszweig. An was möchte Gott dich heute erinnern? An was möchte Gott uns als Christen von Winti heute erinnern? Der Josua hat später sein Volk gefragt, sagt, was ist euch wirklich wichtig? Und das Volk hat voller Überzeugung geantwortet, wir wollen dem Herrn dienen. Daraufhin hat der Josua wieder ein Erinnerungszeichen aufgestellt, als Zeichen von ihrer Aussage, von ihrem Versprechen. Und er hat gesagt, als er den Stein aufgestellt hat, der Stein ist unser Zeuge. Er hat alles gehört, das, was Gott gesagt hat und das, was ihr sagt. Ein Stein als Zeuge. Der Josua ist nicht blöd. Er hat gewusst, Steine können nicht zuhören, können sich auch nicht erinnern und auch nicht reden. Aber ich glaube, er ist ein Stück weit davon ausgegangen, dass seine Leute ein bisschen blöd sind. Auf Deutsch eigentlich, die Gefahr vom Vergessen ist da. Und darum hat er den Stein angestellt. Ein sichtbares Zeichen und Erinnerung, Gott lebt und wirkt. Vergessen wir das nicht. Als Gemeinde, als Christen von Winti ist es unser Auftrag, uns zu erinnern. Das bloße Erinnern, das bewirkt vielleicht noch keine Veränderung, aber das Erinnern an Gottes Treue und sein Wirken führt dazu, dass das Vertrauen und unsere Erwartung in Gott grösser wird. Und das ist es, was wir so dringend brauchen. Dass wir grosse Erwartung haben, dass Gott wirkt, heute noch. Die von uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die haben das Privileg. Ihr habt im Laufe eurem Leben schon mehr Erinnerungszeichen errichten. Das ist ein Schatz. Das ist ein riesiger Schatz, aber in diesen Schätzen liegt auch ein Auftrag. Nämlich, dass ihr uns alle, die noch nicht so lange mit Jesus unterwegs sind, an Gottes Treue erinnern und sein konkrete Handeln. Eure Erfahrung ist der Boden fürs Neue. Das ist der Schatz, der bewirkt, dass ihr auch für die kommende Generation betet. Treu, geerdet, im Wissen darum, Gott hat in der Vergangenheit gewirkt, er wird es auch in Zukunft tun. Im Bild gesprochen könnte man auch sagen, ihr seid die Cheerleader von dieser Generation. Ihr müsst nicht mehr jedes Spiel mitspielen und schweißtriebend auf dem Platz herumrennen. Aber ihr seid dabei. Ihr führt die an, die unterwegs sind. Die Erinnerungszeichen von der Vergangenheit sind der geistliche Boden von heute. Vielleicht denkt ihr, ja, das ist alles ganz logisch, das ist selbstverständlich. Aber wir können es ja mal umdrehen und sagen, malen wir uns mal aus, was für Auswirkungen hat, wenn wir uns nicht gegenseitig an Gottes Treue erinnern. Wenn wir nicht einander Zeugnis geben und erzählen, was Gott schon gewirkt hat in unserem Leben. In der Welt passiert es, dass man aktuell so ziemlich alles dekonstruiert und hinterfragt, was um ist. Und das führt so weit, dass man am Schluss vor einer Sammlung Einzelteile hockt und wir wissen gar nicht mehr, was anfangen mit diesen Einzelteilen. Was ist das überhaupt noch gewesen? Für was braucht man es überhaupt und wie setzen wir es wieder zusammen? Und wenn wir Gottes Treue vergessen und es einander nicht mehr erzählen, dann verlieren wir das Ziel aus den Augen und auch die Motivation, wie wir zu dem Ziel kommen. Und mag sein, dass ich jetzt ein bisschen dramatische Worte wähle, aber ich bin überzeugt, wenn wir das wirklich vergessen, dann passiert es, dass die jüngere Generation eingehüllt ist von Angst, dass die mittlere Generation, ich zähle mich dazu, abgelenkt ist von Stress und Arbeit und dass die ältere Generation von Bitterkeit und Depression zugedeckt wird.
Und dann sind unsere Erinnerungszeichen kein Hinweis mehr auf Gottes Handeln und auf seine Treue. Sondern dann sind die Steinhäufen wirklich nur noch kalte, leblose Bröcke, die im blödsten Fall sogar noch im Weg stehen. Dann ist Jesus nicht mehr im Zentrum. Gott hat damals beim Josua das Volk durch den Jordan ins verheißene Land geführt und hat ihnen gesagt, stellt die Erinnerungszeichen auf. Warum? Josua 4, Vers 24. Dies tat er, damit alle Völker der Erde die große Macht des Herrn erkennen und damit ihr dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht begegnet. Das, was damals passiert ist und das, was heute passiert, hat alles ein einziges Ziel. Das Ziel ist immer einzig und allein, dass Menschen Gott erkennen. Auch das Erinnern dient nur dem Zweck. Gott erkennen. Das Ziel ist nie in alten Zeiten schwelgen und an ihnen festkleben. Sie sich wieder zurückwünschen und das Rad von der Zeit zurückdrehen. Oder noch viel schlimmer, dass wir Erinnerungszeichen verehren. Ihr denkt jetzt, nein, das passiert uns nicht. Es kann schneller passieren, als wir denken. Dass das, was entstanden ist, dass wir das bewundern. Statt Gott, der dahinter ist. Statt er, der das initiiert hat, der das entstehen lassen hat. Das Ziel ist immer, Gott und sein Wirken zu erkennen, sodass unser Glaube wächst. Der Josua, der Mann, der ein ganzes Volk geführt hat, bekennt am Ende von seinem Leben: Ich aber und mein Haus wollen Gott dienen. Mit dem Satz hat er auch in Wort sehr ein starkes Erinnerungszeichen gesetzt. Ich aber und alle, die zu mir gehören, werden Gott dienen. Was ist dein Bekenntnis? Was ist unser Bekenntnis als Christen von Vinti? Was sind unsere Erinnerungszeichen? Und wie sollen die Menschen in uns Jesus erkennen?